Es geht weiter, stets heiter. Natürlich zurück bei Anno 117, Pax Romana. Eine Kampagne mit der jungen Dame, ne, für die wir uns damals, also das heißt damals, vor knapp 2 Folgen, nein, 3 mittlerweile, ja, entschieden haben. Ich habe erst irgendwie jetzt zwischendurch mal gesehen, dass man bei der Kampagne hätte wählen können. Ne? Will man als die junge Dame spielen oder als ihren noch jüngeren Bruder, ne? Ich glaube, das wird in diesem Verlauf in diesem Let's Play auch noch passieren. Aber erst mal nach und nach gucken. Ne? Ich bin immer dabei herausfinden, wie man über den Schwierigkeitsgrad verstehen kann, beziehungsweise wie das geht, weiß er zwar schon, aber welche Bedingungen es geknüpft ist, man es manchmal kann, manchmal auch nicht. Ja, ich meine, gerade auch wenn es ums Thema neutrale Kräfte und so geht, das Gefühl habe, irgendwie neutrale Kräfte gibt es schon. Am Sinn von NPCs, dass es da gar nichts gibt, und ich mir so denke, hä, ernsthaft? Keine NPCs? Warum? Naja. Wollen wir reingucken? Herrin Marcia, ich muss dich nachdrücklich bitten, dich vom Krankenflügel fernzuhalten. Sumpffieber kann tödlich sein und wir wissen, dass es ansteckend ist. Salve. Was mir so auffällt, ne? Ich habe gerade von NPCs dazu gesprochen. Mir fällt da gerade mal auf, dass ich... jetzt sieht man es nicht mehr. Vorhin haben wir gesehen, dass die ganze Insel hier blau markiert war. Das war ja bei den anderen Teilen noch ein bisschen anders, weil nicht die ganze Insel markiert, sondern halt nur dort, wo es auch in meinem Einzugsbereich war. Ne? Also im Prinzip hier haben wir gar nichts gebaut, noch kein Konten näher und so. Also könnte ja hier hinten noch gar nichts von mir sein. Also können andere Kräfte kommen, hier irgendwie lang gehen und das annektieren und so. Naja, wird hier funktionieren, vermutlich auf eine andere Art und Weise. So, waren wir eigentlich stehen geblieben? Neues Land gesichtet. Ja, das war klar. Also, über Siebenbrücke müssen wir gehen. Genau, das haben wir. Hier ist noch eine Religion. Bestimme Schutzgottheiten für deine Städte. Die Insel hat keine Schutzgottheit. Ctrl R. Also, okay. Schon gemacht. Dann Inseln. Juliana. Wir hätten hier... Ceres, die herne Mutter der Felder, schließt auch Bauern, Mütter und Ehen in ihre göttliche Gnade mit ein. Ceres Anhänger bestellen voller Eifer die Felder, gestärkt durch den Segen ihrer göttlichen Helfer. Neptun, der Herrscher über die Wellen, okay, natürlich für die ganzen Dinger wichtig. Sind es Evocatus? Kann ich denn da schon... warte mal. Verehrung Glauben, wenn die ein bisschen steigt, dann kriege ich diese Effekte, ne? Da kann ich immer nur einen Gott haben? Gott Mars, der blutverschmierte Kriegsgott Mars. Deckung Kult der Minerva, den muss ich erst noch irgendwie freischalten, ne? Epona, natürlich. Cernussus, ne? Aber Epona, Anlehnung an die Zelda-Geschichte, wäre schon etwas. Ich glaube, ich versuche es mal mit der. Ich glaube, das einfach so. Göttliche Wahl, für die deine Leute gerne ihre Lampen anzünden werden. Global. Lokal heißt nur die Insel hier, ne? 20, okay. Bei 50 und dann vermutlich da den ersten Effekt kriegen, ne? Also nehmen wir jetzt mal an, der hier wird hochgehen. Vielleicht auch nicht. Was ist denn hier? Also Spielgeschwindigkeit. Neue Inselmeilenstein erreicht. Okay, da noch nicht. Ja, die Produktion jetzt davon, ne? Aber warte mal, ja, natürlich, ja, die anderen Dinge können jetzt vielleicht dazu kommen. Aber vielleicht sind es nur die hier unten, ne? Ja, logisch, man sieht es hier an. Da bin ich doof, man sieht es hier im Symbol, ne? So ein Karo-Muster quasi sind halt die oberen, das heißt, wenn ich die halt erreiche, steigt das hier. Und hier unten, ja genau, sind halt die kreisförmigen. Okay, alles klar. Ist ja logisch, Junge. Also, Grammaticus bauen, Heiligtum bauen, Villa des Prätors bauen. Gesundheit. Ja, ne, also ein bisschen mehr Bevölkerung noch haben. Kann nicht schaden. Natürlich immer ein bisschen im Auge behalten muss. Neues Land gesichtet. Ist das Ding, ne? Gerade wenn es irgendwie um Bedürfnisse geht, dass die natürlich gedeckt sind, das ist klar. Nachfrage und Versorgung, ne? Also dann irgendwie Seife. Ja, Seife tue ich auch. Dann will ich doch mal gucken, hier mit dem Aufstieg.
Erstmal dürfen die nochmal ran. Ach komm, wisst ihr was? Mache ich nochmal eine Häuserreihe. So, dann hätten wir das. Ich habe mal überlegt, ob wir vielleicht mal schräge Häusereien bauen tatsächlich. Aber so aus Spaß. Also wir haben die ganzen Dinger. Oh, oh, oh. Ja, ich sehe schon da hinten ein Problem. Garum sorgt für eine Brühe, in der Klöße brodeln wollen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Bock jetzt da irgendwie da was zu verändern. Aber... Also verändern im Sinne von, dass ich so eine Taverne nochmal hinbaue. Tatsächlich. Man könnte es natürlich auch anders machen. Ach du Scheiße, okay. Sorry Freunde, jetzt kommt mein Perfektionismus wieder zum Zuge. Ich muss optimieren. Tut mir leid, das können jetzt ein bisschen... naja, langweilig, ehrlich gesagt nicht. Also wir gucken mal. Wenn ich jetzt da ein paar Häuser nehme. Da geht für eine Reihe, nicht für zwei. Ne? Das, also nicht plus, wenn ich hier noch dazwischen eine Straße bauen will. Das bedeutet, wenn mein Plan weiterhin funktionieren will, muss ich den ganzen Schotter nach oben verschieben. Ich habe jetzt da eine Querreihe gebaut, ne? So nämlich, das heißt... Ja, okay. Das lassen wir so. Jetzt gerade nach, das ist gerade ein bisschen doof. Entschuldigung, da muss ich ganz kurz mal umstellen. Ein bisschen Licht wäre jetzt hier nicht, kann nicht schaden. Dann wird das hier mit der weiteren Häuserreihe funktionieren. Jetzt hätte ich natürlich dann gerne, dass es irgendwie auch aufgeht. In Häusern, warte mal. Das ist ein paar weit nach unten, ne? Ja, nicht fangen, was ich ja vorhabe, Leute. Es macht noch keinen Sinn, aber es wird gleich Sinn machen. Ne? So viel kann ich schon mal verraten. Ich war noch einen Moment, bis das Ganze funktioniert. Ich komme jetzt schon mit dem Scheiß. Oh, Michael macht in der Optimierung Hilfe. So, ich muss dann denken, dass die Straßen hier ein bisschen breiter sind. Hallo? Was ist denn so los? Hä? Was ist denn jetzt da los? Da kann ich hier nichts hinbauen. Kann ich hier verarschen? Och nö, was ist denn jetzt hier los? Den Buggy Alpha waren. Ja, tatsächlich. Hä? Nee, so haben wir nicht gewettet, Freundchen. Aber Abschneiden geht auch wieder interessant. Okay, ich habe keine Ahnung, was das gerade eben war. So. Ich muss kurz überlegen. Ich jetzt schon wieder einen Fehler machen. Noch ungefähr stimmt es. Warte mal. Eben da vorne beginnt es erst, ne? Das ist die Häuserreihe. Das Ding ist gar nicht wichtig. Es sei denn, ich fange jetzt schon mal damit an, alles noch ein bisschen nach unten zu versetzen. Eigentlich keine so schlechte Idee, warte mal.
müssen vielleicht auch richtig markieren hier, ne? Ach so, deswegen. Moment. So, dann hatte ich hier aber 3, 4 nach 5. Vielleicht ändert das ein bisschen nach 1, 2, 3, 4. Dann machen wir nach 4 schon mal eine Pause. Ach, nicht schon wieder. Die Straßen, die immer gleich mitkommen, ist auch übel. 1, 2, 3, 4. Ja, da wird die halbe Folge noch dafür drauf gehen. Scheiße. Naja. Wir haben zumindest die Schutzgötten schon mal gemacht, ne? Also 1, 2, 3, 4. Das stimmt. Dann muss ich nochmal ganz kurz Hand anlegen. Ja, komm. So, wer sich immer noch fragt, was ich hier eigentlich treibe, mittlerweile weiß ich selber nicht mehr. Ich mache einfach etwas und hoffe, dass es funktioniert. Eigentlich weiß ich schon, was ich ungefähr wollte, aber ob es funktioniert, das ist eine Frage, die ich mir gar nicht mehr beantworten kann. Im Grunde genommen geht es nur darum, das Layout zu optimieren, ne? Sag mal, hat er für gestörte Probleme hier? Also manchmal. So, macht er auf eine gerade Straße? Mehr will er doch gar nicht. Also, wäre das schon mal soweit ready. Da machen wir hier noch hin, dann kommt die Straße hier auch weg. Der Zipfel genauso. Der kommt hier runter. Okay. Die beiden hier kommen weg. Erst mal nach da unten und der kommt noch weiter nach unten. Also, gar nichts gehört. Dazu später mehr. Dann muss uns ganz... Nein, schon gut. Die Musik war gerade ein bisschen seltsam. Hatte gerade irgendwie leicht anderes Anno-Feeling. Tatsächlich. 3, 4, okay. Dann haben wir heißt L oben. So. Gut, weiter geht's. Noch immer 4 Stück, ne? Stimmt's ungefähr? Jo, könnte hinkommen. Unser Einkommen noch stimmt, wundert mich gerade ein bisschen. In einem positiven Bereich. Ups. So. Ah, es geht schon runter. Ah, jetzt kommt der schon wieder. Hey, was machst du da? Mach das anders und so. So. Dann haben wir hier eine Straße, die sowieso wegkommt. Das erste Mal so. Dann, damit es für mich ein bisschen einfacher ist zum Bauen, kommen die ganzen Dinge auch weg. Den lasse ich mal. Bauen wir nachher anders. Der ist gut. Der ist schlecht, der ist schlecht, der ist gut. Also. Dann nochmal von vorne. Ja. Ne, stimmt. So. Stimmt dann soweit auch.
Der nochmal so. Zack, 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 zack. Oh, da war falsch. Aber egal. Das haben wir uns in der Brücke noch gelassen, ne? Da gehe ich in die Breite. 4, ne, sind's. So, also die erste große Preisfrage, wenn ich jetzt die Dinger wieder zurückpacke. Da geht es eigentlich hier was runter, ne? Weil auch hier sieht man schon, ne, die volle Breite. Also muss ich immer noch die zweite Straße eigentlich beachten. Okay. Ja, nicht groß darauf achten, was ich vor mir gebe. Das wird ziemlich wirr klingen, das Ganze. Und trotzdem nicht ganz, ne? Schau, wobei. Der könnte noch klappen, ne? Aber der Markt. Verdammt, ich wollte keinen Markt hier in der Mitte haben. So oder so ein bisschen schwierig, ne? Gucken mal. Diese Sardine und ich. Wir sind beide kleine Fische. Marktbedürfnis bei dem trotzdem so gering? Also man steigt das jetzt noch oder? Jetzt kommt es darauf an, ne? Jetzt muss ich halt ein bisschen rumprobieren, weil ich will auch wissen, dass das Ganze funktioniert. Gut, die Taverne ist natürlich jetzt ein bisschen weit weg, das stimmt schon. Meine Hauptfrage ist eigentlich eher, geht das so überhaupt, also auch mit so vielen Häusereien, oder eben habe ich da ein Problem? Das ist jetzt auch hier, ne, der Markt ist ja... Achso, der Markt ist... Ja, aber trotzdem. Leos, die Mütze, die mir die Freiheit schenkte. Okay, aber es steigt wieder, gut. Jetzt will ich trotzdem hier nochmal kurz etwas reparieren. Okay. Da geht die Straße noch, beziehungsweise korrigieren. Dass wir hier die Mitte gar nicht so machen. Und also hier quasi, jetzt will ich sagen, das ist die Mitte, die lasse ich so frei. Entsprechend kämen hier gar keine Dinger hin, gar keine Häuser. Die kämen dann zum Beispiel hier rüber, beziehungsweise ich will natürlich jetzt ein bisschen im Muster bleiben. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Häusern und so ist. Ne? Vielleicht sind die breiter oder weniger breit oder so, kein Plan. Andererseits, wisst ihr was, es muss eigentlich alles perfekt so sein, ne? Information, das stört mir sowieso ein bisschen. Da kann man sich auch ein bisschen versetzt machen, ne? Damit sich... Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Junge, Junge. Ich habe überlegt, irgendwie hier auch ein bisschen versetzt machen, ne? Eigentlich auch eine Idee. Ich das so mache, bin ich auch wieder in der Mitte, aber... Nein. Ja. Okay.
Mhm. Natürlich trotzdem ein bisschen nach dem Motto, quadratisch praktisch gut, aber ja, das ist, naja. So spiele ich halt am liebsten, muss ich ja zugeben. Nein, ich werde es schon noch ein bisschen anders machen. Anders optimieren, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir die hier, die Dinger wählen noch, die machen jetzt mal einzeln. Huch. So, und damit wäre das Layout eigentlich auch schon vorbei. Hier noch was anderes machen, müssen wir mal gucken. Natürlich, dann haben wir noch ein paar Häuser, genau, zack, zack, zack. So. Und dann heute ein bisschen optimieren, ne? Könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen runtergehen. Dann haben wir da, das heißt, den brauche ich aktuell gar nicht mal. Nach dem neuen Layout. Oh, da oben ein paar vergessen. Alle Wege führen nach nirgendwo. Sieht schon ein bisschen aus, während sie, naja, im Arsch. Also noch kurz abgeholzt. Dann, was ist hier los? Schauen wir repariert. Ah, das haben wir auch wieder. Schauen wir repariert. Okay, cool. Ich glaube, bei A18 noch gar nicht mehr, ne? Toll, der Einkommen, jetzt los. Vorschlagen? Mach. Die meisten Gebäude fallen darauf der Unterhaltskosten an. Dann Konto kannst du angeben, welche Waren vorbeikommen, Schiffe verkauft werden sollen. Ah, okay. Quasi passiver Handel, wenn man so will. Wo ist denn der? Hier. Also einfach nur Linksklick drauf. Okay, Jede da Gottheit muss man sich verleiht gewöhnen. einzigartige Segnungen. Wechsle deine Schutzgottheit nach Belieben. Gut, das ist natürlich schön, wenn die einfach nach Belieben wechseln kann. Eine Entscheidung. Ehre. Nicht erfüllte Bedürfnisse haben wir schon gelöst. Gut. Die reparieren sie gerade auch noch. Alles klar, alles klar. Jetzt habe ich lieber die und die Kräfte. Jetzt gucken wir mal. Stadtwache. Wir haben auch hier Bekämpfer brennen in einer Stadt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie hoch die Brandgefahr ist, ne? Ein Feuerwehr und so, aber es eigentlich eher handhabe ich es eigentlich eher so, die als außerhalb machen. Okay. Chill dann, chill ein bisschen, Bruder. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, mach es halt irgendwie so und dann hinten nochmal eine, als Beispiel. Da wäre eine Option. Wie sieht es denn mit der Stadtwache aus? Die deckt gut was ab. Ja, natürlich jetzt nicht die ganze Ding. Bei dem ist halt auch das Problem, zum Beispiel der hier oben kommt gar nicht daran, ne? Der vermarkt hier gar nichts. Muss man ein bisschen schauen, ne? Sardine zu essen. Was in der Hinsicht sagt, die bis zum nächsten Markttag. Bewohner sind vielleicht eher. Obwohl, Tavernen so braucht da oben ja auch, ne? Ja, also man sieht's, ne? Da ist jetzt noch nicht gerade alles picobello, Es leider. beruhigt mich, dass mein Mann eine warme Mütze trägt. Also wäre es eigentlich logischer zu sagen, die beiden müssen mal kurz getauscht werden. Da oben gar nicht hin, ne? Dafür hier. Ja, hier halt schon wieder. Ah, solche Lehrgeschichten hasse ich halt. Wenn ich es halt tauschen in Tavernen nach unten platzieren, wäre dasselbe Problem, oder? Ne, das wirklich. Warte mal. Das ist natürlich unterschiedlich hoch.
Nee, hä? Was hat da gerade für ein Scheiß? Und dann gezeigt wurde. Was mache ich jetzt? Huch. So, erst die. Ich möchte mal Tag lassen und vorerst. Nee, komm. Darf schon wechseln. Also. Okay, okay. Wir bleiben dabei. Optimal ist es noch nicht, aber naja, was will wir machen? Die Unterschiede der Häuser auch kaum sieht, ne? Wer ist was und so. So ein großes Graffiti für die Taberna? Ich übe noch. Naja, scheiß drauf. Also. Leckere Sardinen. Da mag ich mich bedienen. Jede Gräte ein Geschenk. Hört, hört. Die wollen auch sowas wie Schuhe und so haben, ne? Verstehe ich gar nicht. Aber sie wollen auch einen Grammatikus haben, sie wollen ein Heiligtum haben. Was auch sonst noch, ne? Alter, geht's noch größer? Hat dafür eine gute Fläche. Was für, dass ich hier noch ein bisschen was machen muss. Je nachdem natürlich auch nach außen noch verlängern, ne? Hier unten vielleicht. Das wäre eine Idee. Aber erst einmal ein Grammatikus. Ja, auch der, ne? Der ist ein bisschen breiter. Also wird es halt doch Zeit, hier das Layout ein bisschen rauszunehmen. Nein. Riesenunterschied, ne? Forschung für Fortschritt. Erforsche eine bestimmte Entdeckung und profitiere davon. Trotzdem irgendwie vielleicht die Reichweite hier erhöhen könnte. Gewisse Effekte und so. Ein Grammatikus. Großartig. Ich weiß nicht, ob du Tutoren hattest, Marcia. Mein Vater war da vielleicht eine Ausnahme. Ich wurde hier in Ambrosia unterrichtet. Wenn auch nur informell. Ja, ich erinnere mich noch daran, dass ich dir während deines Unterrichts zuwinkte und du dir ein Kichern verkneifen musstest. Du denkst an die Sklavin des griechischen Magisters. So eine Rothaarige, die ständig kichern musste. Die Sklavin des Magisters? Aber weshalb war sie im Klassenzimmer? Um die Böden zu putzen, mein Liebster. Ups. Doof gelaufen, war. Was ist denn das hier oben? Ist das Forschung. normal? Ich meine, sprechen alle verheirateten Männer offen über... Ja. Was ist los? Okay. Wählen wir die Es gibt Vor... viele Entdeckungen, die man erforschen kann. Wirtschaftliche, zivile, militärische. Wähle mit Bedacht. Ja, leck mir am Tschöpli, hey. Was hat die Entwicklerin hier geritten? So ein bisschen zu wenige, ne?
Also weiß auch nicht. So 10.000 hätte ich schon gerne gehabt. Alter, wie viele sind das? Na gut, immerhin ist man so ein richtiger Forschungsbaum, wenn man alles sieht, ne? Oh, Alter. Also ich hoffe schon, dass ich alles machen kann, ne? Gesamtwissen. Gesamtmengen Wissen, das jede Minute auf allen Inseln generiert wird. Bestimmte Geschwindigkeit pro Wissen. Ja, aber es ist halt die Frage, ne, kann ich alles machen, kann ich nicht alles machen? Zum Beispiel jetzt Wirtschaft, ne, das erste. Wissen kostet 4.800 geschätzte Dauer. Kann ich das jetzt machen oder kann ich das nicht machen? Ja, ne, es wird einfach halt pro Minute 207 Wissen aktuell generiert. Und wenn das abgeschlossen ist, kann ich das nächste machen. Weil er halt meint, wegen ja, wähl mit Bedacht. Klingt ja fast so, als könnte ich bestimmte Dinge gar nicht machen. Steinmauern erforschen. Ah, nee. Oh Gottes Willen, nee. Ja, wir spielen ja noch die Kampagne, ne? Da ist natürlich noch das nächste Thema. So, wenn sie davon ausgehen, dass sie die Kampagne zweimal spielen, ne? Einmal jetzt mit der Marcia, also mit der jungen Dame, sag ich jetzt mal, ne? Die wir spielen. Dann gibt es eben noch ihren jüngeren Bruder. Dann etwas andere Kampagne, etwas eine andere Story. Ist halt die Frage, ob bei ihm denn eher, ich wage es gar nicht auszusprechen, ob ich mit ihr eher den Mitte-Links-Weg gehe und mit ihm eher den Mitte-Rechts-Weg, ne? Eher militärmäßig. Mein Konto ausbauen wäre schon cool. Das wäre jetzt so ein Punkt, den sollte ich, glaube ich, mal offscreen kurz recherchieren, ob man eigentlich alles erforschen kann, ob es irgendwie heißt, hey, du hast, keine Ahnung, 100 Dinge, die du erforschen kannst, also könntest, aber du kannst nur 50 machen, egal wie viel du an Einwohnern generierst und so, spielt keine Rolle, weil nachher ist Schluss. Wenn du es halt hast. Ich hoffe jetzt nicht, dass es darauf hinausläuft. Aber es könnte ja sein. Oh, wartet sehr. Lucius fordert eine Hilfe ein. Ah ja. Lucius! Ich helfe keinem, der Lucius heißt. Vergiss es. Übrigens, Lucius. Was ist denn hier unten los? Volles Warenlager, also. Was Neues. Wir haben ja Sardinen. Wir haben ja auch genug Ziegel und so. Ja. Ihr sollt sowieso noch ein bisschen ausbauen. Ja, auch noch für die Bilanz. Das wollte ich eigentlich noch ein bisschen in Angriff nehmen. Aber nicht hier unten. Ich wollte eigentlich nach oben weiter ausbauen. Ne? Oder versuchen irgendwie. Wir sind ja auch hier. Wir haben dann eine Brücke gebaut. Theoretisch kann die Brücke jetzt mal einreißen hier. Wir haben ja noch eine. Auf der anderen Seite. Da auch hier ein Konto und nehmen hier die Brücke, die dann nach unten zeigt. Also von dem her sind wir schon mal gut bedient. Heißt, ihr könnt hier nochmal eine Häuserreihe bauen. Ob es klug ist, ja, wer weiß. Ne, hier eigentlich nicht, ne? Das Klüger wäre eigentlich wirklich nach da oben. Wie sieht es denn eigentlich hier mit dem, also Grammaticus haben wir. Okay, Heiligtum wird jetzt so gehen, ne? Jetzt hier Planungsmodus machen. Hätten wir den da, das sind wieder 4 Häuser. Und dann da mal so eine paar Reihe machen. Sag mal so, ne, generell geht das natürlich. Ich würde aber trotzdem sagen, diesen will es mehr. Schauen wir in der nächsten Folge an. Weil eben nachdem kann natürlich auch hier noch ein bisschen ausbauen. Das heißt, die Dinge würde ich dann vielleicht einfach kopieren und nach unten versetzen. Damit wir hier nochmal weiterbauen können. Ich glaube, hier unten macht schon noch Sinn, noch ein paar Dinge zu machen. Jetzt direkt nochmal eine Häuserei hier unten. Ich weiß halt nicht so recht, ne, ob das klappt oder vielleicht zu viel des Guten ist. Und dank dem Copy-Paste-Modus ist ja kein Thema.
die Reihe hier würde es noch gehen. Ich müsste aber nachher nochmal eine machen, ne? Okay, okay. Gut, also so kann man ausbauen. Vorerst mal die Dinge halten wieder abreißen. Hier muss ich gucken, was ich da mache. Da war irgendwie die Idee. Was wollte ich hier machen? Militär, ne? Eigentlich mal. Auf der Seite der Insel. Naja. Wir werden es sehen, liebe Sportsfreunde. Erst einmal mal der Tag, damit wir ein bisschen Licht haben. Anschauen wir das Thumbnail. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier reinzoomen soll. Ich suche mal hier mein Glück. Moment. Oh, ich sage mehr bodenfest. Bildung, ich will Bildung. Hallo? Wir haben gerade Unterricht. Oh, das ist ein hübsches Thumbnail. So kann das werden. Na dann, Bildung, Forschung ist im Gange. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier bei Anno sitzen. Ich sag immer 17. Mann! Anno 117. Mensch. Pax Romana. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.